Ja, servus meine Lieben. Wart ihr schon auf der Wiesn? Wir waren schon auf der Wiesn und ich sage einfach immer wieder, Oktoberfest ist einfach phänomenal. Tolle Stimmung, top. Ich sage jetzt mal, trotz der Kontrolle sind wir leicht reingekommen. Es ist zwar ein bisschen mehr Action wie sonst, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, so schlimm war es gar nicht. Gut, Kinder wegen und Baggies muss man draußen lassen, die Kinder rausnehmen. Geil, die trocknen dann durch die Gegend. Ob auf die Messer genau geschaut wird, kann ich nicht beurteilen. Ich habe keins dabei gehabt. Vielleicht ist Baseballschläger erlaubt oder so ein Flaschenöffner. Ja. Vielleicht ist dies jetzt mehrere erlaubt. Aber Oktoberfest ist rum, also zumindest für mich. Ich war einmal drum und war phänomenal. Und jetzt trinken wir daheim weiter mit dem Flaschenbier. Wir haben heute Feiertag. Und würde ich sagen, Oktoberfest to go. Und es schmeckt einfach immer wieder geil. Wenn man schaut, 6,3% Umdrehung. Und ich finde, so schlimm ist gar nicht. Ist nur eine Gewohnheitssache. Hauptsache vegan. Und schaut einfach auf. Ich sage jetzt mal, wer Kinder hat, ist vielleicht jetzt nicht so prickelnd, aber ohne Kinder, wenn man allein auffährt mit der Frau oder irgendeinem Kumpel, rentiert sich allerweil. Also klar, die Preise sind, das ist halt so, das ist halt ein Fest. Und ich glaube, da wird sich nichts dran ändern. Aber im ganzen großen Sinne, die alte Wiesn ist immer wieder empfehlenswert mit 4 Euro Eintritt. Und vor allem jetzt hat das Bornelgrammer Zeit, da habe ich es leider nicht mehr geschafft, weil ich ja das passende Lederhosen-Outfit habe und das T-Shirt. War mir mit der Zeit schon ein bisschen knapp dran und da haben wir verzichtet. Ja, da man da auch noch umschauen. Aber hätte mich schon gestochen. Also das Bornelgrammer Zeit hätte mich schon gescheit interessiert. Aber wie gesagt, wer es gar nicht schafft auf die Wiesn, kauft euch ein Oktoberfestbier, genießt es daheim. Vielleicht noch im Radio gescheite Musik reingeschmissen, Stimmungsmusik. Und schon haben wir die private Wiesn daheim. Und macht genauso viel Spaß. Also mit diesem Sinne, oder zum Beispiel ja, Alpin FM, kann man nichts falsch machen. Genießt es einfach. Irgendein Radio, geile Musik rein und schauen wir die private Wiesn daheim auf Terrassen. Ja? Draußen ist es kalt, drinnen prasselt ein warmes Kaminfeuer. Bei Suchek Ofenfeuer in Raubling findest du eine riesige Auswahl. Ja, zwischendurch ist wieder Werbung, aber das scheiße wandern. Mega geile Musik, Alpin FM. Mega geiler DAB Plus Sender. So, das war's schon von meiner Seite hier. Ich wünsche einen schönen Feiertag in Bayern. Den 3. Oktober haben wir heute. Und mit diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ich würde sagen, Prost auf die Wiesn, fertig los.
eine Gaumenfreude. Wow. Und jetzt noch ein paar Weißwürst dazu. Oder einen gescheiten Kickerl. Oder einen Bräuler, wie die Sachsen sagen. Lasst euch den Tag nicht verderben. Lasst euch das Oktoberfest nicht verderben. Feiert daheim. Haut's richtig auf den Putz, dass das gerade schön wird. Und der ganze Tag und die Wochen sind gerettet. Also habe ich dir, macht es gut. Ihr müsst es ja nicht übertreiben. Aber lasst euch die Stimmung nicht verderben. Wer den Trubel nicht will, wer die Menschenansammlungen nicht will, weil es immer noch viel Corona-Geschädigte gibt, dann bleibst du daheim einfach auf der Terrasse hocken und lasst es da ein bisschen krachen. Aber lasst den Kopf nicht hängen. Feiert einfach. Mit einem guten, gescheiten Oktoberfestbier und der Tag ist gerettet. Also das ist jetzt meine Meinung. Oh, Vorsicht, Suchtgefahr. Da kann man nicht mehr aufhören. Das ist so gut, wie du einmal anfängst. Und ich bleib dabei. 7,5 ist ein Schnitzel. Ihr müsst ja nicht einmal was essen dazu. Trinkt eine 7,5, dann habt ihr ein Schnitzel. Bei 10,5 habt ihr ein Wiesenenten. Oder 7,5 Schnitzel oder Händel. Und bei der Enten brauchst du schon 10,5. Und wenn du was dazu trinkst, dann bist du halt bei 12,5. Scheiß die Wandern. Aber du bist daheim auf der Terrasse. Und macht euch keine Gedanken vom Bier, von der Stärke. Der andere hat auch ehrlich gesagt, da heißt es, das Bier macht stark. Jetzt habe ich schon 10,5 und kann immer noch nicht stehen. Also da stimmt doch irgendwas nicht zusammen. Also genießt es und dort schön feiern. Also viel Spaß, Helmut Janker Filmschmiede und lasst euch nicht unterkriegen und genießt es.